Goedemorgen. Dat is schön, dat we dat zinnig is. De hieruit van zinnig naar terug komen als goede wijze voor de zeer grote meerheid van de mensheid een ongewoonheidsdenk. En ik weet ook wieso. We doen het allemaal. En dan moeten we ons meen dat dat niet een ongewoonheidsdenk is, maar dat we komen bij wie wel. Verzamelen met Christentum als een denkwoord voor mij wertvoll is. Aber ich zal sie auch einer von denen, die einzig mal an Sonntag sommers abstellen, mehr gerade zu bloß wegen, so da wie dort. Und das fehlt aber, dass wir dort mit der rechten Einstellung tun und muss Gott uns einmal wieder Mut schenken, um zu zurückkommen. Ich freue mich, dass ihr einmal wieder hier sind, um mit mir an die Bibel rumgerufen. Und hier habe ich es eng. Und nu moeten we er zo niet omvangen. Ik wil van de oud fashion wat niet omvangen. Een vrouw antwoorden. En ik hoop mal zo dat we ons geschert houden. En die groep, meer van jullie dan Bibel lezen met mij top daar het jaar. 4 jaar hebben we de Bibel al eenmaal daar gelezen. Nu hebben we al meest krijg nog eenmaal, wenn het jaar meest daar. En du hast een zeer interessante denk. We gaan in de kerk, hier als groep, al zeer veel geleerd van de geschichte van de Bibel betrekken. Also dus de tijd van Vader Noah. Dan hebben we de tijd van Noah bad Abraham. En dan van Abraham bad Egypte. En dan van Egypte bad dan het versprochene land. En dan van het versprochene land bad wo Jezus dan vandaag zijn. En we vingen ons door nog van terug. Ik mag wel wie de profetische boeken zo leicht lezen. En we weten dat niet al. We moeten dat lezen met wat passiert door. Ik kreeg de vraag van Psalm. Wat doen we met de Psalm? So, ik wil van jou met jullie op aan de pak nentjing van Psalm, de ganze Psalmos op Spanisch. En vielleicht habt ihr da wat am Leben. So, wie diese Menschen sind gewackelt an dort die Psalms, die sind so, wir weten nicht ganz genau, aber wir lesen du an und wir wünschen uns, dass die Psalmen würden immer bloß was Gutes tragen. Wir haben, ich kann bloß von mir reden, aber ich mag dort einige von Jüngern sind auf den Salienkruter, dort wir haben vielleicht 3 Psalms und die sind immer so eine coole, so Luft in Haaren, alles was Udem hat und all so sehr interessante Dinge, dort haben wir. Aber wenn wir dann so einen Psalm lesen aus 69, und dann weiß wir nicht mehr, wieso betet der Psalmist, oder Gott soll 4 vom Himmel schicken und alle Menschen tot machen. So, ich will von dir mit Ihnen top, das ganze Pack von Psalms bechecken. Und wir wollen von dir nicht so wie gewöhnlich tun, Vers für Vers oder Kapitel bei Kapitel, wenn dort merkt nicht sein, 119 Psalms darstellen und so, aber das merkt sein, aber dann wollen wir hier vielleicht 10 Jahre damit schaffen. So, wir wollen uns noch entscheiden, was wir damit tun, aber wir mal ein Überblick mehr. So, das erste Ding, was wir machen wollten, wenn wir mit Psalms schaffen, ist, Psalms sind von den Gedichten bereit. Also, die Psalms sind alles Gedichte. Also, die sind geschrieben in der Form von was wir niemals wie sein, Leute. Okay? So, wir können nicht so viel von Gedichten schreiben, weil ich habe niemals erst begegnet, wir haben Gedichte geschrieben. Aber ich habe irgendwann begegnet, wer Leute geschrieben haben. So, zum das verstehen, was Psalms alles an sich kann, dann müssen wir verstehen, dass das eine so besondere Art und Weise von sich austragen. So wie von der Urnen Leute singen, so sind die Psalms geschrieben. Der zweite Ding, was wir unbedingt machen wollten, ist, die Psalms haben nicht Kapitel. Okay? Nicht Kapitel. Dort vielleicht für einige von Ihnen nicht, aber nicht. Wir sagen nicht Psalm Kapitel 3. Das ist nicht die Sache. Die Psalms sind alles einzelne Bekettjes oder Gedichte in dem Fall. Also, das sind, ich will das mal hier auf Spanisch anschreiben, Unicos. Jeder Psalm ist einzigartig und eigentlich soll wir jeder Psalm so behandeln, als wie ein anderes Buch von der Bibel dann einzeln nicht aus dem Pack.
Und dort merkt dort, wie die Psalms besser fertig waren, im Sinne von, wenn das ganze Buch, wo wie Psalms schon, kleine Bekertjes aufgestellt sind, dann habe ich nicht ganz so leicht Schwierigkeiten mehr. Wo so rede ich hier von Sonden, dort fing ich bloß nicht taub zu passen. Das vierte Ding, was wir von den Psalms machen wollten, ist, die Schreiber, du sind am wenigsten saß. Okay, du sind mehrere Psalms, wo wir nicht wollten, wer die geschrieben hat, aber du sind wenigstens saß verschiedenste Schreiber an den Psalms, was wir in der Bibel finden. Das bedeutet so viel, dort, nee, ja, die Psalms haben nicht alle, kann ich David mit seinem kleinen Schmack drin, das habt ihr gespielt, willst die Geschichte vertalen. Der gleich dort, David wie ein Sänger, und ich glaube, wie ein bütterjüngeliger Sänger, auch ein Harpspieler, nicht nur richtig verstanden, ich glaube, der spielt Harp. Ich glaube bloß, wir haben dort so romantisch angemalt und dort wird nicht ganz so dort. So, du sagst, wenn es verschiedenste Schreiber an Psalm, und wenn wir die Schreiber die Geschichten mit nur gehen, dann können wir viel besser verstehen, was alles angeht. So, mit das, nicht Kapitels, das sind endlich alles Leute oder wenigstens in Form von Gedicht geschrieben. Die sind so einzigartig, wir sollen den nicht aus Kapitels betrachten. Und du sind so viele verschiedenste Schreiber im Psalm. Dann haben wir all einen guten Losfahrt. Dann weiß wir all, okay, dann weiß ich mal, jedes Mal, wo ich einen Psalm lese, dann weiß ich den mal so lesen, das ist ein Buch und das ist, wo das kommt. Dann kommen wir so weit. Aber dann kommt dort scheinend Part von den Psalms, wenigstens für meine Erfahrung nur, dort so erscheint als die verschiedensten Sorten von Psalms. Also Psalms, so ich all seht, sind bei mir beim Abwaschen nicht so hängen geblieben, dass das immer was findet, das immer zum Gott loben und das jetzt schön singen und das stimmt bloß nicht. Du sagst Psalms, wo wir uns endlich nicht ganz mehr gut weiten, besonders nicht wie deutsche Menschen. So, dann werden wir uns von der die Liste bechecken von Psalms und was von der Sorte. So, der erste, ja, dort sind Alabanzas. Und ich will hier von der auf Spanisch handschreiben. Wenn ich einen schweren Titel mit dort gelegt habe, sagen. So, die erste Gruppe Psalms, dort sind Lobleiter. Wenn je wel met mij taugt, wel moet draaien naar Psalm 8, vers 1. Wer wordt denn gleich een fijn Lied te lesen? Vers 2. So gut, so hier haben wir dann eine schmacke Erklärung für die Sorte von Psalm. So, das erste, wer hat den geschrieben? David, okay? So, das war wie eine ganz genau, David hat den geschrieben. Ein von David seine Psalm. Dann, was sagt ich? O Herr, uns Herr, war herrlich als die Nun. So, das ist ein Alabanza-Psalm. Das ist ein Psalm, wo Gott hochheben wird. Und du hast dann so Psalm 8, 19 und so weiter. Wir finden dort die Psalms, wo diese Sorte von Utrecht haben, die waren immer das ganze Psalmpack, was so ein Psalm sind, wo Gott ihr Herrlichkeit und Erscheinung bringt. Das sind Psalms, die für uns als Christen so leichte Psalms sind. Wir gleichen die. Ich weiß nicht, Psalm 8 ist ein von den Psalms, wo der ganz meiste manche Christen gelesen wird. Der zweite von mir ist der 150. So, das sind diese Psalms, wo du die Biskos Duhl sagen und Samarius, viel umfangen zu piepern. Und dann nimmst du einen Psalm von Lobleiter und dann lest du den und du fällst mal rein, wo dein Hart plötzlich kann uttragen durch den Psalm und das jetzt geschieht schon. So, die erste Gruppe von Psalms, dort sind die Lob-Psalms oder die Verherrlichungspsalms, aber die haben alle das Ziel von, dort wir wollen unbedingt Gott hochheben, Gott verherrlichen.
De tweede groep van Psalms, dat zijn Psalms wat ook nog ziemlich leicht te brücken gaan. So we hebben de Psalms, de tweede groep van Psalms, dat zijn Lamentos. Op zo, wie manch onze Christentum nicht so bekannt sind für unsere Gefühle uitdragen, sind diese Psalms doch ziemlich bekannt. Also die Psalms, wo du mit sich beklagen, beschrieben worden, die fingen wie, dort die dragen Weide uit, die dragen Ongeduld uit, die dragen Buße uit, en die pragen nu hulp. En dat zijn Psalms zoals Psalm 22. En dat is een zo schöner Psalm im großen Ganzen, aber wir wollen uns den Psalm 22, Vers 1 durchlesen. Wer will den durchlesen? Psalm 22, Vers 1. Vers 2. Okay, so du hast wie war. Wer hat den geschrieben? David. Und dann, was sagt der Schreiber? Mein Gott. Okay, so das ist ein Persönlichkeit uitdragen. Und dann hast du ein paar Dinge, was das Psalm al bloß an den Vers 2 uitdragen. Was sagt du? Warum hast du mich verloren und was noch? So wie auf. Okay, so wer würde uns das sagen? Gut. Also nehmen das dann jetzt nicht so schön hier, ne? So, das ist ein Psalm, wo eine so wahre Wirklichkeit uitdragt, aber wir sind dort nicht unbedingt gewarnt, sonst ist ein Psalm zu lesen oder zu brücken, wenn wir kann dort nicht, wir haben bloß mal durchlaufen. Diese Art Psalms jaft dort aber auch das 22, dort ist ein einzelner Psalm, also, was bleibt so wie auch von mir, dort ist einzeln. Auf Spanisch sei wie dort individuell. Wir wollen uns aber nach Psalm 45 bechecken. Psalm 45. Und dann will ich diese lesen, Psalm 45 vom Vers 1 und wieder, du sagst, das ist das. Ein Unrecht von Korach seine Sehns fährt zu singen. Gott, wir haben mit unseren eigenen Ohren gehört, was unsere Väter uns verteilt haben, dass du an Erde dir auch Großes getan hast. Wo du die Felder mit deiner Hand aus dem Land gedreven hast und unsere Väter stur gebracht hast. Und die vermieden sich dabei, weil du ein Gefallen an an hast. Dort wir nicht dadurch erschwert, dort sei dort Land gewonnen, und dort wir nicht erarm, die an die Eberhand bracht, dort wir deine rechte Hand, dein Arm und dein freundliches Gesicht willst du an Gott werden. Du, Gott, bist mein König, der Jakob der Eberhand geben wird. Du, Gott, bist mein Gott, ein König, der sich vergenommen hat, Jakob der Antwort zu geben. Durch die wie unsere Fien trägt, durch deine Namen klingen wie auf unsere Fien Ram. Ich verlot mich nicht auf meinem Bauen und mein Schwert kann mich nicht halten. Du merkst die schon, der uns nicht lieben kann. Du halbst uns unsere Fien loszuwerden. Von Gott redet wie den Tag ewig gaudet und loben deinen Namen ewig. Aber du hast uns verstaat und schon gemerkt. Du bist am Krieg nicht mehr auf unserer Seite. Du merkst uns tragen für unsere Fien, die, die uns nicht liegen können, haben uns bestohlen. Du hast uns handgegeben als Schlagschub und hast uns manche Felder verstreut. Du hast dein Volk für einen Hungerlohn verkauft, wodurch du nichts gewonnen hast. Und so nur befällt ja seinen, dass wir zum Spott geworden sind, und sie haben ihren Spott in uns Spuß über uns.
Mich steht dort alle Tag fair, dort ich meine Nubasch erfindt geworden sie, dort ich nicht an Gnudenstuhl und schon geworden sie. Ich muss mich alle Tag mit schämen, dort ich meine Find und ja legen muss, wenn ich da hier, die mich schon den Spott zu sagen, in meine je Find sein muss. Du fing wie in so einem bütterjeweinlicher Psalm, wo kriegt an diese Lamentos, an diese Beklärung, Nampos, aber das nicht mehr ich allein. Der braucht du erst die ganze Beschreibung, Gott, du hast unsere Verführer, so. Und dann fing wie dort der Psalm 30. Und dann sagt er uns, unsere vielen Spotten über uns, die merken sich lustig über uns und die haben uns besiegt im Kampf und all diese Dinge. So die Lamentos oder die Beklärungsorten, die fingen wir regelmäßig an die zwei verschiedensten Formen. Eins aus Einzelne und zweitens aus einer Gruppe. Und zum bloß eine kleine Bemerkung, du hast Psalm 45, wer hat den geschrieben? Korach seine Sehen. So, dort sagen du erstens mal, erst wenn sie ein Junges, dann noch ein Teil Junges, so sah wahrscheinlich, dass es eine Gruppenarbeit was, wo das in Psalm geschrieben haben. Und das ist interessant zu beobachten, dort die Psalms haben verschiedenste Schreiber. So, ich glaube, das habe ich verstanden, die Lamentos, die haben immer weiter den Ton von Verluten sein. Und die sind traurig im Ton. Einmal war das fing wie die sehr traurig. Und du würdest wir dann als Beispiel 22 und 44 kann anteignen aus Psalms, wo du sich beklärst. Die dritte Sort von Psalms, die fing wie so schön, und dort sind die Acción de Gracias. Da wo wir können, plötzlich eben sagen, bloß kart und Glück, Dankpsalm. Dankpsalms sind ziemlich bekannt am Park von Psalms. Aber die letzte Beschreibung ist zwei Dinge. Also, Danken ist an zwei Hinsichten ausgeteilt. So, das erste ist, den Sehen am Physischen, also Acción de Gracias por lo físico. Dort wo dann mein für Hus, für Habengeld, für Schub, für Gesundheit, für all diese Dinge, was Gott geben hat, wo wir finden, dass ja Psalms wo Dank aussprechen. Aber dann gibt es auch noch eine sehr spezifische Dankpsalm, wo immer war Gnade sich austragen. Also, du sind ziemlich viele Psalms, wo bloß geschrieben sind, zum Gott sein, Dankeschön, dass du mich nicht hast, dort gemerkt und einen Hall geschmissen, wenn ich das auch verdient habe. Und dort sind schöne Psalms zu lesen. Wir wollen uns Psalm 30 ein klein bisschen bechecken. So, wenn wir blättern nur Psalm 30. Und jetzt der Psalm wird für die Anweihung vom Tempel soll gesungen werden. Lest du so Psalm 30 vom Vers 1 und wieder, du sagst, das ist das. Ein von David seine Psalm, bei der Tempelanweihung zu singen. Herr, ich will dich hochheben, willst du hast mich geheilt und leutst meine Feinde sich nicht über mich freuen. Herr, mein Gott, als ich nur die am Haupt schrie, mögst du mich gesund. Herr, du hast meine Seele verschont und mich Leben geholt, dass ich nicht an der Kraft braucht. Manche, wo der Psalm ein Dankpsalm ist, wo du ausdrücken, dass Gott hat Radung geschenkt. Gnade wird auch dort beschrieben. So, wir haben Psalms, wo du eine sehr schöne Art und Weise haben, von sich ausdrücken, zum sagen, Gott, Dankeschön. Dankeschön für das, für dort, für Jant. Aber wo wir alles wieder gleich in Rüte haben, da wir einen Dankpsalm, wird Gnade beschrieben. So, da habe ich 30 und 116 zum Beispiel, die wir einmal wieder lesen, im Sinn von Danken ausdrücken. Dann habe ich im vierten Platz Psalms, wo du vom Messias reden. Messianicus.
Okay, so Messianicus ist ein bisschen schwierig Wort, oder will sein, als dort sind die, die vom König reden, aber prophetisch von Christus reden. So, diese Psalms, die haben wir immer überholt mit was Jesus für uns getan hat. Und wir waren morgen, wo der Psalmist, wer immer den Psalm dann geschrieben hat, der kann uns ein so schönes Gedicht durchtun, was wir an Jesus sein vollkommen wird. Wir wollen dort den Psalm 2, Vers 7 lesen. Psalm 2, Vers 7. Und der sieht mir dessen Vers sieht mir ziemlich sicher, den habe ich noch ein Denkgeholt von Sonntagsschule. Wenn ihr nicht kann, dann kann ich den sehen. So in Psalm 2, Vers 7 sagt dort, ich will dort bekannt merken, was der Herr beschlossen hat. Du bist mein Sehen, ich sie von dir dein Führer geworden. So, das ist so ein Psalm, wo du ein Bett halbbrück, wie finden nur im Neuen Testament dort das Vers, was erklärt. Wo kann David, der Führer, auch der Sehen, tägliche Zeit sein, von wem wer du schauen. Dort ist ein sehr besonderer Psalm in dem Sinn, aber wir wollen uns nun noch nur Psalm 72 drehen. Diese finden wir mehr, wo du endlich einfacher ist, im Sinn von Messianico, ja, redet von Jesus, aber es so einfach zu verstehen. So, wir lesen in Psalm 72, und ich fange am Vers 1 an, dort sagt du es jetzt. Von Salomo, bloß eine Bemerkung, wer den geschrieben hat, wenig David, Salomo. Gott jaft dem König, dort heim mit denen Rechten und regieren kann, und jaft ihnen Gerechtigkeit den König sehen. Lud am den Volk Rechten und mit Gerechtigkeit dine Arme aus dem Elend raden. Auf ab de Boy oder de kleine Hümpels Gerechtigkeit soll den Volk am ganzen Land Fried bringen. Hij soll de Unterdrückte am Volk terecht verhalten und de Arme ihre Kinder raden und de an den Grund bringen, der gewollt eiven. Durch alle Generationen soll am Allemond fürchten, solange aus der Sonne und dem Mond durch sind. Hij soll so sein, aus Regen ab dort aufgeschnittenes Gras, so aus ein Soda, der dort Land unfähigt. Wenn wir diesen Psalm bloß die ersten 3 Verse lesen, dann wo wir sagen, okay, das ist Salomo. Salomo soll das Gute König sein, was Gerechtigkeit utteilen und alle Menschen, was die Arme halten und all diese Dinge. Aber wenn wir im Vers 4 lesen, dann wird wieder ganz genau, dort redet nicht von Salomo, wenn Salomo wird nicht für alle Generationen utreden. Salomo lebt bloß eine Generation. Der starb, dann wird durch. Und du lesen wir von Vers 4 und 5, es steht, er soll der Unterdrückte im Volk terecht verhalten und die Arme ihre Kinder raden und der an den Grund bringen, der gewollt eiven. Durch alle Generationen soll alle Mann fürchten, solange aus der Sonne und dem Mond durch sind. Ich soll mich nicht für Salomo fürchten, für alle Generationen, solange aus der Sonne und dem Mond fährt. Ja? Das habe ich gut verstanden. Also, es ist ein Psalm, wo ganz klar von dem Messias redet. Du wirst kommen, und der wird Gerechtigkeit utteilen, und der wird für immer geehrt werden. Und dort ist ein schöner Psalm, und ich glaube, dass die Übung, zum des Psalms hineinfängt, oder wenigstens aufmerksam werden, nur, was sagt das du, erst für uns sei gesund, dann verstehst du, wie Psalms besser, und dann merkt dort unbedingt mehr sein. So Psalm 2 und Psalm 72, wo wir dann als Beispiel handschreiben, für die Psalms, wo du ganz klar und direkt von Jesus reden. Am 5. Teil von dieser die 5. Sort von Psalms, wo wir dort einmal nennen, am 5 haben wir die Weisheitspsalms. Und das ist meist einmal die Psalms, wird schön zu lesen, aber wenn wir nur Weisheit sehen, dann werden wir einmal Sprüche dann glatten, wenn du ja dort schön. Sprüche ist einmal der ganze Park bloß, du sagst so und so und so, und dann bist du voll weise geworden, wenn Gott hat die dann belehrt. Psalms, ihr habt einen großen Klumpen, wird sehr, sehr ähnlich sein als Sprüche. So, wir wollen uns diese lesen, Psalm 1,
Psalm 1. Wer will du so lesen? Psalm 1, Vers 1. Okay, so da wo vi ganz klar annehmen oss, dat wird wahr sein, nicht? Dat wäre nicht mehr später zu sagen. Das ist, was der Psalm uns lehrt. Und man mag den Ton von diesen Psalms. Diese Psalms sind so eine Linie geschrieben. Also, der Ton ist nicht eine Geschichte, das ist nicht ein Lobleid, das ist ganz klar eine Linie. Okay? So, wenn wir einen Psalm lesen, wo losfährt mit dem Ton von Psalm 1, dann wird wir dort okay, das ist ein Weisheitspsalm. Das Psalm soll ich lesen und dann soll ich für mich persönlich was gelehrt haben. Wenn wir dort vergleichen mit dem, was wir an Jan sehen haben, dort ist so, der Ton ist so anders. Jan sind, uns wird Gott loben und sich erklären, über was uns so geht. Dort kann ein Dankpsalm sein, für Dankeschön Gott für mir alle Sorten feine Dinge geben. Oder dort kann ein Psalm sein, wo du bloß redest von, ja, du wirst nicht kommen und der wird herrschen, der wird genug in Gerechtigkeit üben. Wenn wir an die Psalms von Weisheit angehen, dann ist es ganz anders. Dann ist es nicht mal wie Drachen wird übt, dann ist es auch harsch, nur belieh mich. Und dort ist ein schönes Ding. Hier so haben wir dann Psalm 1 und Psalm 37, was wir können lesen, wo ganz klar die Lehre kommt. Aber der ganz bekannteste Lehrpsalm oder Weisheitspsalm ist 119. Okay? Der 119. Psalm, das ist ein ganzer Pack. Wir werden eine Schule abstellen und uns ganzes Leben lang bloß Psalm 119 rechnen und wir werden auch noch nicht fertig sein. Der Psalm 119 ist ein abirmstes Buch, was Weisheit erreicht. Von Umfang bis am Ende. Einer kann für nicht nur ein Vers fertig merken, wenn du sonst in einem Vers noch in 3 Biter teilst, wenn du dann 3 Weisheiten in einem Vers bist. Und wir merken, fern zu wenig von dieser Weisheitspsalm. Du sind so viele Dinge, die wir lernen können. Wir haben noch ein, die 6. Gruppe von Psalms, die nennen wir die Vertrauenspsalms. Vertrauen würde ich, Vertrauen und Glauben als mit so Zwillingsgeschwister. Die Psalms, die wir uitdragen, oder fingen als Vertrauenspsalms, die merken einmal diesen Ausdruck als gläubig dort zu sein. Also, wenn wir im Neuen Testament so ein einziges fingen wir uns ein Werk, wo wir Schwierigkeiten haben. Und dann, wenn irgendwer fragt, glaubst du an Jesus, dann sagen wir ja, aber du fällt sich du nicht nur. Das sind die Psalms, wo uns gleich kann Geschäft belehren, an wo Glauben sitzt. Also Glauben ist so viel mehr, als was wir fertig bewusst sind. Psalm 23 ist der Mittelpunkt, würde ich sagen, von diesen Psalms, wo du Vertrauen uitdragen. Psalm 23, Vers 1, habe ich gleich alle auswendig. Was sagt du? Der Herr ist mein Hort, und dann, was sagt du, häng an? Mir war an nichts viel. Wofür mehr als Vertrauen? Wovon andere Wort, wo wir da beschrieben als Vertrauen, ne? Der Herr ist mein Hort, mir fehlt an rein reich nichts. Also, das sind diese sehr interessante Art und Weise von bloß sagen, ja, Gott ist mein Gott, und ich stelle mich da ein und dann sage ich, okay. Wenn wir in Psalm 27 sind, Psalm 27, du sagst, das ist jetzt Psalm 27, 1 von David seine Psalm. Der Herr ist mein Licht in meine Radung. Für wem soll ich mich fürchten? Der Herr ist meine Lebenskraft, in der ich sicher stehe. Für wem soll ich mich ängsten? Ich fing diese Psalms von Vertrauen
so wird er eigentlich scheinen für uns als Christen von dir. Wenn du noch mal einen schlechten Tag hast, und diese einzelnen Dinge wirklich so fallen, so, wow, das hält nicht an, dann nimm mal einen Psalm, wo du Vertrauen auf Gott aussprichst. Nou, als je morgen wo dort, was hier ran die ist, dort soll niemals bestimmen, wo du die falls Gott gegenüber. In diese Psalms dann sagen, oder. Also, der Psalm 27, der Herr ist mein Licht und meine Radung, für wem soll ich mich fürchten? Der Herr ist meine Lebenskraft und der sagst du, für wem soll ich mich ängsten? Als die Beise sich immer hermühen, mich an den Grund zu bringen, randen sie sich fast und fallen. Und wenn mir eine Armee überfallen wird, du wem wird mein Herz sich nicht fürchten. Und wenn je mich wird zurückbringen, würde ich mich auch dann auf die verlassen. Dort wird gescheit schein, der Vertrauen Psalms zu lesen. Wenn ihr mehr an Gott so graut und uns so klein. Der stellen uns auf der Däumüte stehen haben, wo wir hingehören und sagen von, ja, weil wir Gott den Platz luten, was Gott gehört. So hier habe ich dann 23 und 27 als Beispiel für die Psalms, wo du Vertrauen uittragen. Dann habe ich die Nummer 7, und das ist mal auf Spanisch ein sehr interessantes Wort, imprecatorios. Okay, so morgen fangen wir Schule an, und das war wie eine Schule. Imprecatorio, oder imprecatorios, das meint, ich bete, dass Gott soll wem vernichten. Okay? Und ich weiß, das ist ein anmackeliges Ding, wenn wir sind gewandt, wir sollen unsere Fienen leben und so oder so. Aber das Psalm sind hier, so da müssen wir uns damit beschäftigen. Imprecatorios, das meint also, wenn ich würde zu mir kommen sein, dass Becky hat so getan und ich soll dem mal geschätzt rufen, dort würden keine Beispiele sein von diesen Psalms. Aber wenn noch so kalt kommen, wenn wir diese Psalms lesen, wow, das schränkt mir reich. Und ich persönlich habe von der nach noch einmal Trouble damit, wenn ich weiß noch nicht ganz genau, wo ich damit soll. Aber ich will Ihnen wen die feststellen aus diesem Psalm. So Psalm 69, und ich lese durch Psalm 69 vom Vers 1 und wieder. Das sagt du es jetzt. Ein von David seine Psalm, nur die Lilienwies fährt zu singen. Rat mi Gott, willst dort Wutter, champ mi bottom Holz. Ich versink am deupen grundlosen Sumpf. Ich sieh am deupen Wutter angeruden, wo mi de Wahlen über dem Kopf gehen. Ich hab mi moi geschrien, min Holz als Heusch. Meine Augen waren schwach von so lang nur Gott segen. Die, wo mi unen Ursache nicht liegen kann, sind mehr aus der ich hoher auf den Kopf hab. Ich hab viel starke Fien unursache, die mich versuchen umzubringen. Die bemochten mich träg zu bringen, was ich nicht gestohlen habe. Oh Gott, du weißt, wo verkehrt ich wir, und meine Sünden sind für die nicht verstärkt. Möchten die Erhobung an die haben, nicht wie mir zu schon worden, o Herr, du allmächtiger Herr. Möchten die siegen, sich nicht schämen bringen, o Gott an Israel. Dort ist am Dient holden, dort ich veracht sie, und mein Gesicht mit schon bedeckt ist. Ich sie ein Fremder, und meine Brüder und meine Mutter ihre Kinder kennen mich nicht. Willst du aufgehens am Dienhus brennt an mich, und die ihre Lastungen, die Lastern sind, ab mir gefallen. Und wenn ich hiel und fuß, wird über mir gespott. Wenn ich mir Trügkleider antrage, wird über mir gespott. Die du am Put setzen, reden gegen mich, und die Trinker dichten Leute von mir. Aber ich bete die, o Herr, wenn du dort erst für Gott ansetzt, dann lud wir in deine Trüheit gelebt, deine Antwort meine Radung sein. Rad mir den Sumpf und lud mich nicht versenken. Rad mich von meinen Feinden aus dem Deupen Wutter. Lud die Überschwemmung nicht über mich kommen. Lud mich nicht am Deupen Wutter verdrängen und lud dort Graf sich nicht über mich taumeln. O Herr, lud deine Antwort du nur sein, als du läuftulich bist, und deine große Not und Mitleid komm du nur mir abtau. Verstärkt dein Gesicht nicht für deinen Knach und wird mich schwinden, weil ich sie im Trouble.
Komm nu mij en raad mij aan mijn vriend houden. Du weet wo ik je schulden verspot en te schon gemerkt war. Meine vrienden zijn alle fertig. Spot heeft mij dat hart gebroken en heeft mij helploos gelaten. Ik zag nu wem die door Mitleid had, aber du wie China, en nu treiste, aber ich fang China. Zij mengden mij gold zo am eten en gaven mij aan mijn Darsch edig te drinken. Laat ihnen das eine voll verantworten, dat zij zich vastran en aantrektoelen wordt. Mochten an de Uhren verdunklen, dat zij nicht sein können, mochten zij immer verkrepelt sein. Jeut dienen Rach even an en laat dien brennenden Euer an unkriegen. Mocht Wohnung verwilderen, mocht du China mehr ben wohnen, will zij stunden den nu, den du geschlagen hast, en vertalen sich ihren, wo du an verwundt hast. Laat dich an eine Sinn nur der andere fallen, dat zij nicht mit deine Gerechte zu stunden kommen. Mocht die uit dem Lebensbuch gestreckt worden, dat zij nicht mit der Gerechte angeschrieben sind. Ich moet viel lieden und hab viel Weide. Rat mir, o Gott, und jaf mir eine sichere Stadt. Der Psalmist, der schrift hier so der ganze erste ein, und ich würde sagen, der bejammert sich selbst, und vielleicht hat er auch gesagt, aber der merkt es leer, wo du unbedingt nur die zweite Sorte von Psalms lenkt. Der beklagt sich, ja, rastlich sei er. Und der hat gesagt, du wirst schlechte Menschen rum. Aber das letzte Einzige, was wir lesen, dort sind wir nicht haben zu lesen. Der nimmt das so weit, dass der Gott betet, dass er schon was Ewigkeit wegnimmt. Das ist schlimm. So, wenn wir nie Christen sind und wir uns noch mal einige Dinge nicht ganz näher weiten, dann würde ich Ihnen tauchen, nur dass das Psalms nicht zu jener Morgenandacht sein. Okay? Bloß so ein Vierteljahr ruht. Ich kann hier den Psalms lesen und laut Gott, du darfst was lernen. Brauch bloß nicht viel Mut zu finden, du bist, wenn dann sauer am Samarkel steht. Wenn die Psalmisten, was an diesem Fall sich ausdrücken, die tun dort auf eine sehr treue Art und Weise. Dort Psalm 69, 109, und dann sind du noch eine ganze Strieb mehr von denen. Dann haben wir noch eine Gruppe, und die nennen wir Salmos liturgicos. Liturgia meint Gottesdienst, Hauptgefühl. Aber Liturgia hat ein klein bisschen mehr zu tun, weil Liturgia ist das ganze Park von, wo wir eine Chance haben, Taufwas, Begrafenis und all diese Dinge, dort handelt sich alles um Liturgia. So, dann wurden diese Psalms gewöhnlich an erst ein von den Zeremonien gebraucht worden. So, wir wollen also lesen Psalm 24, Vers 3. Dort ist ein sehr gutes Beispiel von dem Psalm 24, 3. Und den ganzen Psalm ist geplant, zum Menschen merken, zum nur der Versammlung kommen. Aber der Psalm 24,3 sagt, wer darf ab dem Herrn sein Burg abstehen, und wer darf an seine heilige Stätte stehen? Wer Aschel gehängt und ein reines Hort hat, wer mit seinen Säulen nicht an Aufjäter hängt und nicht falsch schweren wird, der soll vom Herrn ein Segen kriegen und Gott sein Heiland wird am gerecht sprechen. Das sind Söhne, die nur am Segen und der Jakob seinen Gott sein möchten. So, das sind Psalms, die wir können lesen, für die von Ihnen, die hier für einen bekannt merken, oder den Gottesdienst merken, so an Donnerstag oder an Sonntag. Das sind so eine Psalms, die leicht brücken können, um der Versammlung anladen. Okay, wenn wir das in Psalm 24 lesen, dann brauchen wir bloß fragen, bist du hier mit dieser Anstellung zur Versammlung gekommen, wenn du meinst so viel, du bist aber recht steht. Das sind so eine Psalms, die so einfach zu brücken sind, um uns zu fragen, hey, wo sie selber zum Gottesdienst gekommen. So, Psalm 15, Psalm 24, und dann noch der ewige. Wer wird durch zum Gottesdienst kommen, der wer durch nur Jakob sein Gott sieht. Dann habe ich noch ein kleiner Aufteil
aber nicht mal so sehr klein. Das sind die, die uns Geschichten vertellen. So, das nennt man Salmos Historicus. Die Psalms haben eine sehr große Carga Historica. Also, die Psalms haben so eine große Welt, wo der Schatten merkt von der Lehre. Also zum Beispiel Psalm 51 ist ein Psalm, wo David schreibt, ich komme den Ubers früh versendig. Und dann kommt der Prophet Nathan und dann sagt er, du bist mit dem Beuser. Und dann sagt David, ja, ich sehe. Und dann geht der Buße down und dann schreibt er den Psalm 51. So, die alle Psalms haben in gewisser Hinsicht haben, die mal zu darstellen, von wo kommt das und wo so sagt er hier so. Aber du sind diese Psalms, die wir nennen die Geschichtspsalms oder die Salmos Historicus, dort sind diese Psalms, wo du so direkt bloß eine Geschichte vertelt. Also das sind die, die uns Luten und die Lehren zeigen von wo so passierende Dinge. Und die Stärken geschieht dort. Wenn wir in Psalm 105 lesen, Psalm 105, Vers 5. Du sollst lesen, wie es steht. Ich werde den Fuß von einem anfangen, wir haben noch ein paar Minuten. So, das sagt, dank dem Herrn und verbreut sie nun, sagt alle Völker, was er getan hat. Singt und spielt zu seiner Ehe, redet von all seinen Wunder. Red hoch von seinen heiligen Namen, lud die, die den Herrn siegen, von Horten froh sind. Siegt dem Herrn in seine Kraft, holt immer am Öl. Denkt an seine Wunderwerken, die er getan hat, seine Wunder und Urteil, die er ausgesprochen hat. Je, der von seinen Knecht Abraham stammt, je Kinder von Jakob, den er sich gewählt hat. Er ist der Herr uns Gott. Seine Gesetzurteile sind für die ganze Welt. Er hat seinen Bund niemals vergeten. Dort wird, dort er für 1000 Generationen befohlen, den Bund, den er mit Abraham macht, in den er Isaac weiter geschworen hat. Er bestätigt den Bund mit Jakob aus einer Verschrift im Gesetz und mit Israel aus einem Bund, der ab immer wird. Und seht, es sei du noch mal sehr wenige und fremd bennen wird, die will ich dort Land Kanaan geben aus ein Aufgaut. Dann tragen sie von einem Volk nur das andere und von einem Königreich nur das andere. Er leitet an von keinem Unterdrücken und er struft sogar Königs am Erholen. Und seht, je sollen meine Gewählte nicht am Weg stehen und meine Propheten kein Schulden andauern. So du fängst wie diesen Psalm, der verteilt uns die Geschichte ab ganz andere Wert, als wir gewandt sind, aber der verteilt uns die Geschichte von Ägypten, Rüt, bei einem versprochenen Land. Und dann sagt er, sogar Königs riemen Gott in den Stich, zum das Volk können nur versprochenen Land kommen. So, wenn wir Salmos Historicus bechecken, dann haben wir dort vielleicht eine Geschichte lesen. Und die stärken ganz unbedingt Rüt. So, hier haben wir Psalm 78, Psalm 105 und dann noch eins mehr. Weil da ist eine Frau von all das. Okay, da lijkt je nog een Frau. Wist je dat so interessant wie met de Psalms? No? Okay. So, hier ist ein Angebot. Ich weiß, ich kann hier bloß bei jeder ein, 2 Beispiele handeln. Wenn ihr von Ihnen interessiert ist, mal mit Psalms zu beschäftigen, um nannte Daven und die zu lesen, schreibt mir WhatsApp und ich will Ihnen eine Liste schicken von den ganzen Psalms, schmack angedeutet, anpacks. Und dann kann ich Ihnen die lesen. Dort kann ich helfen, dort wie nicht der achte Psalms, der achte Titel lesen. So ist das Nummer 7 hier, der wir nicht uns Mars lesen, den Tag von Anfang, der wollen wir einen anderen Tag schauen. Und dort sind aber auch diese so gute Psalms, wo du Gott loben, wo du Dankschein sein, die Psalms, wo du nur Jesus handigen. Ich finde dort so gesund, wenn wir zu Weihnachten, die Psalms, wo von Jesus reden, Brücken, jetzt geschieht schon, der ganze Dezember-Monat zu Morgenandacht zu Brücken sein. Ja, ich lehre nur das kann ich. Und wieder. So, bloß ein Angebot, wenn ihr so dabei mal Interessen habt, mit Psalms zu schaffen, bei Ihnen Tüß, ihr dort. Ich vertraue, ich kann die Frau beantworten,
We schaffen met psalms en wat we doen met en mag God je dan naar je schätze tijd te beschenken. Ik wil zum Schluss Psalm 23 lesen en damit werden wir dann unsere Sonntagsschule aufgeschlossen haben. Dort sagt Psalm 23 so steht. Ein von David seine Psalm, der Herr ist mein Hort, mir wird dort an nichts viel. Hij bringt mich op de reine weg en laat mij bij frische water freven. Hij geeft mijn Säule nieuwe kracht. Hij leidt mij op gerechte weg om zijn Namen zijn helfen. En wanneer ik daar in die tol go, verg ik geen eigenlijk. Willst du best bij mij, dien stok en die stad zijn mijn troost. Du merkst voor mij einen Dashreid, zodat mijn Fien dort zijn. Du jetzt mein Eul auf den Kopf, mein Köffel rand ewa. Sicher wird die Trüheit geläuft mit mir sein, solange ich lebe. Und ich werde an dem Herrn sein Haus bleiben, für immer. Ich will unbedingt Jesus aus mein Hort und ich will immer an Jesus sein Haus bleiben. Das bedeutet so viel, dass ich lerne der Ewigkeit an Jesus seine Gehen wird. Mochten die Psalms reich gebracht werden en je schäd uit je nuts worden, mag Gott met je zijn. Waar we het ook beten. Voor am Himmel, wir danken dir, dass wir einmal uns hier versammeln können, uns mit dem Wort zu beschaffen. Wir danken dir für die Psalms. Wir danken dir, dass du die Hänger luten hast, dass wir können durch dich uns uitdragen, die jenever. Wir beten, dass du uns was lehrst, die Psalms reich und uns Leben unterwandeln, und dass wir dadurch möchten die verherrlichen. Möchtest du alle Anerkennung kriegen für unsere Bibelarbeit und möchtest du durch die Bibel uns belehren können. Das beten wir in Jesus' Namen. Amen.